Er ist Komponist, er ist Texter, er ist Sänger, er ist Vollblutmusiker. Und er hat die wohl erste Platte Rockoper geschrieben und darum ist er auch vandaag Gast bei uns, Matthias Brungers. Schön, dass du da bist. Hallo. Plattdeutsch und Rock, wo passt das zusammen? Warum mag ich diese Musik und nicht anders? Ja, da passt wunderbar. Plattdeutsch ist ein wunderbarer Sprache, zu singen, zu schreiben. Ich bin auch stille jung, ich bin groß geworden mit Plattdeutsch. Und wir können auch Plattdeutsch Musik machen, was ein bisschen modern ist, was ein bisschen Rockendeit. Und das versuchen wir. Versteht ihr auch als Plattdeutsch Botschafters? Ja, ein bisschen. Wir machen das nicht bewusst. Wir machen das, was wir machen. Und wir stehen da achte. Und wenn dann in Berlin oder in Köln dann auch Plattdeutsch hören und machen, ist das gut. Ja, ich habe das angesprochen. Ne? Du hast die wohl erste Plattdeutsch Rockoper geschrieben. Ja. Wie willst du uns das natürlich einmal ankicken, denn bevor wir wieder schnackt, möchte ich noch einen lütgen Eindruck bekommen, wo ans das utzit mit Plattdeutsch Rock und Oper. Taun starben zu viel, taun leben zu wenig. So wird das in Ostfriesland 1912. Hier beginnt die musikalische Reise von ostfriesche Utwanderers. Die Rockoper Wiedland vertellt die Geschichte von Jan, Frieda und er Tochter Lütje Stern. So kann das nie wieder gehen. Min Tochter hat Hunger und freut so Arbeit, sie kann nicht mehr stehen. Plattet Land, Folklore, Balladen, ja, bitte, diese Klischees sind nun dann aber abhakt. Das Schöne an der Band ist ja, Das dass Feine an uns Band jeder ist, seine Musikrichtung im Bereich diesen Stilrichtung Hardrock Funk, zusammenbringen Rock, Hardrock. kann. Und da passt so ein Hardrock Und da passt so ein Hardrock-Solo. 100%ig rein. Wecker kein Platt versteht, für den hat der Jungs ein Smartphone erbraut, mit alle Texte Tournant lesen. Natürlich im Süß. Ja, kann man machen. Okay, machen wir. Kein ein von den Jungs mag hauptberuflich Musik. Man, die Oper ist heil und del söwens komponiert, inszeniert und aufmischt. Hat du sagt nicht so lang, blut 1000 Tassen. Bitte die Premiere dürt noch ein lütget beten. Man ist früher mit den Jungs in die große Stadt nach Hamburg. Hier hört das Publikum dann zum ersten Mal die ganze Rockoper ut aus Friesland und das Länge Nord Wiedland. Ja, Wiedland, ne, worauf bist du darauf gekommen? Einmal eine Rockoper zu schreiben überhaupt und dann auch noch über ostfriesche Utwanderer. Also Rockoper, ich bin groß geworden mit The Who, Pink Floyd und so was. Und die haben ja auch so Rockopers, halt so Tommy, Quadrophenia und so. Damit bin ich groß geworden und ich habe früher immer gern Geschichten vertellt. Deuten immer noch, frag meine Freundin. Und hier, ja, und unsere erste CD, die Platte Schief, haben wir verkauft mit Iowa, Illinois. So Letztfälle Utwanderers, ne? Genau, richtig, ja. So, Brian Freire, Dion Uden und wo sie alle haten. Und die haben mich dann Bille gestört. Bille ut Iowa und das sagt nicht so ut as in Schwittesum oder Münkebo oder so. Und der hat mir dann hele alte Bilder noch stört, eher von der Utwanderers. Schwarz-Wit-Bille ut 1900 und vor allem Dateien, wo Ostfriesen in Saloon sind und so. Und ja, da habe ich gesagt, kick, da magst du was drauf. Was wird das schworst du da an? Wird das eher die Musik zu schreiben oder wird das auch so eine Dramaturgie abzubauen? Weil du vertellst ja, Guy vertellt ja eine ganze Geschichte. Die Musik ist nicht so stur, die Dramaturgie, das ist das, was mich jetzt abholen da. Das ist eine blöde Arbeit. Ne? Weil jeder Song muss ja auch Physik stehen, ne? Aber auch die Geschichte wieder tragen. Und das ist nicht so einfach. Hier kommt ja alle unterschiedliche Musikrichtungen. Habt ihr just sehen, ihr habt ja auch so richtig Hardrock mit drin. Wird das für Jausen ein Problem, wenn die da auf einen Nenner kommen wird? Weil das ist dann mangels dann doch ein Beten, ja, sturer, wirst du wohl bestimmt sagen, ne? Oder? Das ist sture, weil jede muss ob der andere hören, ne? Wenn wir nur Jan haben und Jan spielt gern ein bisschen Blut, ne? Also als Hardrock.
Aber das kriegen wir hin. Und jeder hat den Respekt für die andere und dann klappt das auch. In Film habt ihr auch gesehen, ihr habt eine App entwickeln lassen. Ja. Weil die viele Fans habt ihr nicht platt verstaut oder Genau. warum habt ihr das morgen? Wir haben, ja, Fans oder Freunde sind halt eher in Düsseldorf. Und die haben gesagt, wir brauchen eine App, was du da singen leist. Und mit der dann schreiben lauten, hat ihn hier Stefan Jansen nicht gemockt oder Esens. Na, ja, und wunderbar. Ne? Da haben wir sowas. Und Plant ihr denn noch mehr so im Tau um diese Rockoper, also als Begleitung dafür, zum Nachlesen zum Beispiel? ja, Säcke. Aber das wird also nicht. Also wir müssen das ein oder andere Morgen. Erst muss die Musik starten, dann muss wir das auf Bühnen kriegen und dann kommt das wieder in die App. Na, weil wir arbeiten noch alle nebenbei arbeiten wir. Ja, So kann man arbeitet aber auch die sehen. im Moment eher so nebenbei oder arbeitet die und morgen nebenbei Das Musik? können wir nicht sagen. Das geht so in eine Röhre. Ne? Also nach 4 Abend fängt die Arbeit lieb an. Das ist fehlt zu morgen. Ist noch ein Beten hin, bitte die Premiere, Ja. sag ich jetzt. Das ist so bummelig ein halbes Jahr. Das ist für jou, ist das aber nicht Das ist hin, nix. Das ist nix. Die Halbjahr ist bald halt vorbei. Ne? Aber das kriegen wir hin. Wo ist das mit der Premiere? Die Premiere die ist dann in Hamburg. Die Karl-Töpfe-Stiftung hat uns angefragt, ob wir die Premiere da nicht spielen wollen. Und da haben wir gesagt, ja, nach Hamburg passt das ja auch, ne? Ja, schön. Ja. Da drückt wie den Wurm. Matthias, Dankeschön. besten Dank, dass du da Danke. sein bist. Wenn du an Dieter Hallervorden denkst du bestimmt auch an Palim Palim. Die denkt das sicher auch, aber vielleicht denkt die demnächst auch an Dieter Hallervorden und